Grüßt euch! Schön, dass ihr da seid. Grüße gehen als erstes mal raus an den Basti, an den Tilo. Schön, dass ihr gleich dazugestessen seid. Äh, und ja, wir sind nochmal sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Für mich wird das eine schwere Arbeit. Ja, schauen, was gibt's? Was? Was? Da geh hinüber. Hopp, auf deinen Platz. Ja, Pokémon weiß ich nicht. Das ist deutlich nach meiner Zeit gewesen. War deutlich nach meiner Zeit mit den Pokémons. So. Ich weiß jetzt schon, dass das wieder eine Schwerstarbeit für mich wird, weil ich muss das jetzt wieder alles vorlesen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht rede ich nicht ganz so schnell wie sonst, sonst überschlage ich mich wieder. Ich habe mir extra viel zum Dringer her da, damit ich nicht heiser werde. Dafür geht es heute auch erst einmal bloß eine Stunde. Und dann schauen wir mal. Deswegen jetzt so, dann machen wir euch noch einen Ton um. Ups, falsch, so. FIFA nächste Woche wieder. Ich muss das da ein bisschen leiser machen. Ähm, Passt der Ton so oder ist das zu laut? Ich habe das Gefühl, dass das ganz schön laut ist, das Spiel. FIFA mache ich nächste Woche dann wieder. Da fehlt irgendwo momentan so ein bisschen die Lust. Vielleicht am Wochenende, je nachdem wie das Wetter ist. Oder so, mal schauen. So. Die Kampagne starten. Einfach normal schwer. Wir nehmen wieder normal, weil muss reichen. So. Bisschen leise vielleicht. Ich oder das Spul? Bisschen leiser das Spiel, okay. Ja, ich nehme alle Events mit, so weit wie es geht, aber ich setze mich da jetzt nicht brutal dahinter. Oh, grüne Haut ist gut. Langer Zopf ist auch gut. Dürft da mal ran, welche ich hoffe, habt ihr so gekriegt. Genau. Bord. Kann der an Bord tragen, hä? Da, der kann an Bord tragen. Ja, ich habe auch irgendwann. Es gab ja auch den einen What If, jetzt muss ich gleich nachschauen. Es gab ja das What If, irgendein What If Safe-Spieler. Jetzt weiß ich gar nicht, welcher das war. Aber ich habe den einer Franzosen, den habe ich gespielt.
den Mittelfeldfranzosen, wie heißt denn der? Ich weiß nicht mehr. Ist schon wieder weg. Verein, Spieler suchen, Seltenheit, what if. Ich habe einen Guendouzi haben wir mal freigespielt, einen Lukas Lever habe ich gezogen und den anderen, wie heißt der jetzt? Cifix? Ein Les Melou habe ich schon wieder auf den Transfermarkt geschmissen. Aber dann ist der eingebrochen, das heißt, ich werde wohl auf dem sitzen bleiben, weil ich den nicht viel günstiger hergeben will, als was ich selber Zeit habe. Dann machen wir da jetzt auch wieder Pink. Und Hörner. Aha. Ja, Kanté hätte ich gewusst. Na, da habe ich bloß den Inform 89, den habe ich auch gezogen. Ja, verschiedene Richtungen, das ist so. Ja, aber der eine war ja im garantierten What-If-Spieler-Pack drin, deswegen denke ich mir da jetzt nichts dabei. So machen wir das. Jo! Karma steht für die Erhaltung, das wissen wir. Fernkampf machen wir plus. MP. Ausweichen. Stärke, Intelligenz. Da können wir nichts für. Ja, und den Les Melou, den habe ich sogar gekauft, glaube ich. Aus irgendeinem Grund habe ich den haben wollen kurzzeitig. Und dann habe ich ihn mal gekauft und dann habe ich ihn gleich, jetzt tue ich ihn wieder weiterjagen. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Das ist. Du kriegst ja jede Woche neue Special-Karten. Decking, Biotech. Wurfwaffen, waffenloser Kampf. Da der immer nur an sie. Kann ich nicht, warum nicht? Also ich muss erst Nahkampf 1 machen. So. Und dann machen wir noch Pistole 1 höher. So. Bestätigen. Ja, ist jetzt nicht ganz so schwer. So. Deine Wohnung 3 Uhr früh. Sie hat 4 Wände. Ich will halt einen Mbabu, weil ich ein Bundesliga-Team habe und da passt der super rein. Ja, den da die schon annehmen. Ich habe auch Bundesliga, oder großteils Bundesliga-Team. Aber ich bin jetzt mit meinem Leimer und dann hatte ich als Ersatz noch den Mukiele nicht ganz unzufrieden. Der Mbabu wäre schon geil, aber der ist erstens sehr teuer, soweit ich es mitgekriegt habe, und zweitens ganz selten auf dem Transfermarkt. Sie hat 4 Wände, ein Dach und brennt immerhin gerade nicht nieder. Also ihr könnt ja eigentlich selber lesen, weiß ich gar nicht. So. Dann daher laufen. Ja, wir spielen Shadowrun in der Gruppe, so. Da sind wir ganz fleißig. Und daraufhin habe ich mir das Ding gekauft. Jetzt muss ich mir dann da richtig neu schnuppern.
Der Bildschirm erwacht zum Leben. Dank der plötzlichen Helligkeit musst du die Augen zusammenkneifen. Ein lachendes Gesicht erscheint. Sam Watkins. Hey Kumpel, ich hoffe, ich störe dich gerade nicht. Er kichert, wie immer betrunken. Ziehen wäre immer, ja, aber dann muss der so viel Pics ziehen. Kichert, er ist wieder betrunken oder schlimmer. Ich hätte dir meinen Kommcode nicht geben sollen. Noch ein Kichern. Ach, mach dir um deine Seite der Konversation keine Sorgen, ich bin nicht wirklich hier. Es gibt nur einen Grund für dieses Video, er hat mich umgelegt. Ich bin tot. Wahrscheinlich war es sogar gerechtfertigt. Okay, wir telefonieren mit Toten. Wenn du eine zwielichtige Persönlichkeit wie ich bist, umgibst du dich oft mit anderen zwielichtigen Gestalten, die oft zwielichtiges Zeug am Laufen haben. Wie zum Beispiel auch du. Also warum bin ich tot? Weißt du das schon? Wahrscheinlich selbstverschuldet. Ich frage mich, wo du jetzt steckst. Ich wette, du hast einen dicken Scheck abgesahnt und kannst jetzt dein Geld verprassen. Manche sind halt die geborenen Gewinner und manche sind halt wie ich. Hey, erinnerst du dich noch an den Renraku-Sache, bei der alles schiefgelaufen ist und wir Dowd verloren haben? Oder danach dieser improvisierte Saloon an den Docks? Ich habe dir da echt den Rücken freigehalten, nicht? Da du den Namen schon die ganze Zeit lange nicht mehr gehört hast. Ich da gern den Kanté, hätte ich auch gern gezogen, aber der ist mit Styrik, also weil er mit Styrik ist. Ich habe vor kurzem, ich habe bei dem Mid-Icon oder Prime-Icon Pack habe ich ein Mid-Icon Ronaldinho gezogen. Das ist cool. Den feiere ich schon sehr, der macht Spaß. Tralalala, lalalala. Sollen wir abhauen? Neck noch nichts, geben wir dem Schieber noch 5 Minuten. Okay. Hier reden wir mit dem. New Larry of Runs, Kampfmagier, schlechte Tattoo, ebenso. Betrunkenes Lachen, ja. Schlechten Tattoo und ebenso schlechten Einstellungen. Er kannte Dowd fast so gut, wie du ihn kanntest. Dowd, so nie jemand so sterben gesehen. Was für ein Idiot. Er schüttelt den Kopf. Ja, das war auch sehr feierlich. Ich hasse diese verfluchte Stadt der Fight Order. Es ist kalt, der Regen brennt wie Säure und ich will hier weg. So. So, keine Ahnung. Sorry. Ich kann es noch kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Portland ist einfach mehr mein Ding. Sam ist ein netter Kerl und schlägt sich wacker im Kampf, aber in letzter Zeit hat er beunruhigend viel gesoffen. Nie während eines Runs bis jetzt, doch er könnte zum Problem werden. Bei diesem Run ist so ziemlich alles schief gelaufen, was man sich vorstellen kann. Jetzt ist auch noch der Schieber spät dran. Denkst du, dass hier was faul ist? Oberfaul, schau dir doch an, was für ein Ort er das Treffen vereinbart hat. Er sagte, hier sei ein belebter Platz. Genug von diesem Dreck, Sam. Wir wissen beide, warum Dowd gestorben ist. Und es war nicht wegen dem Schieber oder irgendeinen deiner anderen paranoiden Chip-Fantasien. Sam grinst, gefährlich anmutendes Grinsen. Darauf habe ich die ganze Nacht gewartet, New Larry. Hat etwas zu sagen, nicht wahr, Larry? Na los, raus damit. Du hast geschlammt. Er lacht. Geschlammt? Du denkst, ich habe geschlammt? Du bist schon den ganzen Tag so behibelig. Man sieht dir doch mal deine Hände an, sie zittern. Stimmt das denn? Nein, der Fight, oder ich habe keinen Fehler gemacht. Ich war die ganze Zeit in Topform. Ich war auf vorderster Position, wenn du dich erinnerst. New Larry sollte dort Deckung geben. Etwas scheint ihm klar zu werden. Er beugt sich zu New Larry bloß gefährlich. Das war ein Hinterhalt. Und er weiß es, nicht wahr? Larry, du hast deshalb vor unserem Run auf Renroku nochmal schnell jemanden angerufen. Wieso konntest du diesem Kerl nicht geeken, bevor er sein Magazin in Dowd geleert hat? Ich habe dich oft genug einen Blitzstrahl schleudern sehen. Der Typ hätte kross gebraten sein müssen, bevor er Zeit gehabt hätte, seine Waffe zu ziehen. Larry sieht auf die Uhr, leckt sich die Lippen, blinkt hinter sich in die Dunkelheit, er wartet auf jemanden. Es ist nicht der Schieber. Okay, ich sehe schon, wohin das führt. Ihr Chummer habt einen an der Waffe. Ich bin weg.
Ja, du Larry. Hände da, wo ich sie sehen kann, Arschloch. Wie viel habt ihr eigentlich gezahlt, um uns zu verraten, Larry? Hast du uns schon lang genug hier gehalten, Larry? Hände da, wo ich sie sehen kann, Arschloch. Er hält inne, ein Lächeln schleicht sich auf sein Gesicht. Was? Willst du mir eine Waffe wegnehmen, der Fight, oder? Du solltest wissen, dass ich keine brauche. Da kommt jemand. Nur Larry wirkt erleichtert und schenkt dir ein fieses Grinsen. Sieht aus, als wären meine neuen Renraku-Freunde endlich hier. Sie werden dich von der und sich die Festplatte von deiner Leiche zurückholen. Wir sollen unsere Freunde in Zukunft genauer aussuchen, der Vater. Wenigstens haben wir aneinander. Dieser Kerl war niemals mein Freund. Wie wär's, wenn ich dir nachher einen ausgebe? Wenigstens haben wir einander. Ich werde dir fehlen, wenn ich tot bin. Das ist gut möglich. So. Okay. Was? Wieso dürfen die zuerst schießen? Wir wollen zuerst schießen. Du befindest dich nun im Runden. Geht schon los. Du befindest dich. Larry heißt bei uns du Streber oder so ähnlich. Ah! So, du Larry. Jetzt verstehe ich das. Okay. Aber der Larry ist gleich nicht mehr. Du befindest dich im rundenbasierten Kampfmodus. Jeder Charakter in deinem Team hat seinen eigenen Aktionspool. Die darin enthaltenen Handlungen kannst du für Bewegungen, Angriffe oder die Nutzung von Zaubersprüchen im Gegenstand verwenden. Sobald der Zug des Teams vorbei ist, ist das gegnerische Team an der Reihe. Zusätzliche Informationen findest du in der Ecke. Tralala. Nein, das wollte ich nicht. So. Das wollte ich auch nicht. Mach das wieder weg. So. Ich schieße jetzt erstmal dem Larry ins Gesicht. Okay, ich habe ihn nicht getötet, aber jetzt bitte. Danke, das hat er verdient. Ja, Sam hat's erkannt. Und gleich nochmal hinterher. Ja, er lebt noch. Eine Schamanin, die kann zaubern. Schauen wir mal, was sie zaubern kann. Schamane, Aufladezeit 3 erhöht die RP Verbündeter für 2 Runden. Heilt alle Freunde im Umkreis von 3 Feldern. Okay, ja, mach das doch mal. Und dann schieß noch auf. Der da. Hihi. Das hat funktioniert. Ha, daneben. Du bist auch so ein Larry. Oh, da käme ein Nutzwar. Ich weiß es nicht. Einfach mal hinhalten. Oh, da auf den. Das schafft sie. Oh, verdammt. Nein, hat sie nicht geschafft. Aber jetzt schafft sie es. Ja. Haha, du Memme. Boah, der kann Granaten werfen. Ja, spinnst du, hast du das gesehen? Nachladen. Nachladen ist sinnvoll und dann voll drauf hier. Wo rennt... Ah, da kämen nur welche. Ja, ganz gut. Sichtfeld blockiert. Renraku Schamane. Magier. Ah, toll. Ein Schamane und ein Magier. Geht da? Nein, jetzt geht er da in Deckung. Und dann geh du bitte hier in Deckung. Kannst du da jetzt hinschießen? Ja, 1, 2. Oh ja, wunderbar. Ah ja, sehr schön. Ja, immer auf den kleinen Troll, haben wir schon verstanden. Der Troll schaut aber jetzt, dass er dem Ding dahinterher kommt. Verdammt.
Blickfeld, da kann er hinlesen. Nachladen, verdammte Axt. Wir können also durch Kisten und Zeit durchschießen, das finde ich doch okay. Alles in Ordnung, Sam. Sam atmet schwer und sieht sich ziemlich mitgenommen aus. Das war vielleicht eine Sache. Alles Teil des Lebens, Sam, das weißt du doch. Ja, das finde ich okay. Das klingt ganz gut. Dann wirst du diesen Job geboren, da feiert euer Ich hingegen nicht so wirklich. Ich denke, ich werde den Job an den Nagel hängen. Irgendwo ein nettes Bordell finden, mich besaufen, bis ich irgendwann tot umkippe. Ja, Sam, das ist eine Idee, die kann man mal weiter verfolgen. Finde ich gut. Was ist mit dir? Denke, ich werde schon ein paar Leute mit mehr Klasse finden, mit denen ich rumhängen kann. Ich werde so weitermachen wie bisher. Das ist das einzige Leben, das ich kenne. Ich werde die Stadt verlassen und mir einen sicheren Unterschlupf suchen. Untertauchen in Rako vergisst so schnell nichts. Das ist eine sehr gute Antwort. Das werde ich auch. Ich vergesse meine Freunde nicht. So. Erster Kampf hinter uns gebracht. Du starrst auf das Gesicht. Hallo Chris, schön, dass du vorbeischaust. Freut mich sehr. Du starrst auf Sams Gesicht. Dein Comlink versinkt nicht in Erinnerung. Konzentrier dich. Ich habe in dieser Nacht zu dir gehalten, nicht wahr? Jetzt frage ich mich, wen würde es interessieren, wenn ich sterbe? Wen würde es einen feuchten Dreck kümmern? Ob es dir gefällt oder nicht, dein Name steht ganz oben auf der Liste. Vielleicht ist es sogar der einzige. Also ich habe einen Totmannschalter eingerichtet, um dir diese Nachricht zu schicken. Ich habe eine Lebensversicherung von 100.000 Yen abgeschlossen, die an denjenigen ausgezahlt wird, der meinen Mörder findet. Und es ist mir egal, ob der im Knast landet oder in einem Leichensack. Das finden wir gut. Melde dich bei meiner Anwaltskanzlei Rogers, Mengert und McCain, wenn du den Job erledigt hast. Sie werden wissen, was sie zu tun haben. Er dreht sich nach links. Chat? Ich brauche deutlich mehr zum Trinken. Die Kamera schwenkt zur Seite und zeigt einen gut gekleideten Mann neben Sam. Mr. Watts Wünschen entsprechend haben Rogers, Mengert und McCain eine sichere Telefonverbindung eingerichtet. Natürlich schaue ich kurz vorbei. Das freut mich sehr, dass du da einen natürlich dazu schreibst. Wobei ich Telefonverbindungen eingerichtet, über die Sie direkt Kontakt zu uns aufnehmen können, wenn die Aufgabe erledigt ist. Wir werden dann mit dem Verifikationsprozess beginnen. Beachten Sie, dass Sie nur über eine sichere Festnetzverbindung auf diese Nummer zugreifen können. Wir werden keine Anrufe von Comlinks oder anderen Geräten entgegennehmen. Sam richtet sich auf und wird zum ersten Mal richtig ernst. Hört zu, der Fight, oder ich habe ein Dreckleben und hinterlasse vermutlich auch eine Dreckleiche. Ich habe Leute verletzt, mich selbst verletzt, ich weiß auch nicht. Vielleicht will ich nur das letzte Wort in der Sache haben. Vielleicht will ich nur, dass es jemanden interessiert, dass ich mal am Leben war. Was sagst du dazu? Ja, irgendwie so. Ich hoffe mal, du hast Ja gesagt. Ja, mehr oder weniger haben wir Ja gesagt. Ich habe einen Ortungschip in meinem Kopf installiert, falls, wenn mein Herz aufhört zu schlagen, wird er aktiviert. So kannst du mich finden. Ich sehe dich auf dem Obduktionstisch. Ich schätze, es geht zurück nach Seattle. So, Einführung erledigt. Mit einem Ruck landet das Flugzeug auf der Rollbahn des SeaTac Flughafens. Willkommen in Seattle. Der kalte Nordwestregen verschleiert dir die Sicht, als du auf die Rollbahn trittst. Kurze Zeit später befindest du dich auf der Rückbank eines Taxis und folgst dem Signal von Sams Ortungschip. Tief im Herz der Redmond Barons.
Organ Grinders, ein legaler Ausschlachter für den Weiterverkauf von Körperteilen. Wer verzweifelt genug ist, ein Körperteil oder ein Organ für ein paar Nuyen zu verkaufen, kommt hierher. Es ist natürlich auch ein guter Ort, um eine Leiche zu entsorgen und dabei noch ein wenig Geld zu verdienen. Da die Firma zudem das ist, was in den Barrens einen Leichenschauhaus am nächsten kommt, ist es nicht verwunderlich, dass Sams... Wie geht's dem frisch gebackenen Opa? Mir geht's echt gut, auch mit dem Gedanken daran. Wir kriegen halt jetzt jeden Tag einen ganzen Haufen neuer Bilder aufs Handy geschickt und ja, sind wir mal gespannt. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die Mama und der Papa und die Chlor sind jetzt heute sind's daheim angekommen, dass die gesund bleiben und jetzt das Ganze den Anfang einmal überstehen, wie es halt immer so ist, kleine Kinder und so. Und dann, wenn sie sich mal eingelebt haben und das Ganze gepackt haben mit dem Mädel, dann wird es schon werden, denke ich. Ist natürlich jetzt auch gerade in der Situation äh, mit Besuchen schwierig. Ja, und das Schönste ist, wenn es mich nervt, dann gebe ich es zurück, weil es nicht meins ist. Was man nicht falsch verstehen darf, aber das denken sich viele, die keine eigenen Kinder mehr haben, die zu Hause sind. So, verwunderlich, dass Swartz Leiche dort gelandet ist. Als sie die Tür öffnet, schlägt ihr ein Hauch von Verwesung und Bleichmittel entgegen. So, gut. Da ist ein Mann, mit dem reden wir. Hier, red mit dem. Neben dem kürzlich Verstorbenen steht ein kleiner Zwerg, der ein Lied pfeift. Sein breites Grinsen bedeutet darauf hin, dass er im Beruf ihm mehr Spaß macht, als man von einem Ausschlachter erwartet oder erhoffen würde. Als du dich näherst, sieht er mit einem schiefen Lächeln auf. Seine Augen blitzen freundlich, aber vielleicht spiegelt sich auch nur der Chrom oder die Operationswerkzeuge in seinen Augen. Tut mir leid, ich habe in der Zeit keine Besucher erwartet und irgend so ein Arsch vom Konzern hat mich auch meine Empfangsnummer geklaut. Was kann ich für dich tun? Bist du der Gerichtsmediziner? Ich bin John Dresden, der Zweigstellenleiter von hier. Also ja, das macht mich wohl auch zum Gerichtsmediziner im Gebiet dieser Filiale. Und du bist niemand, dessen Name du kennen müsstest. Hier Morduntersuchung. Runzig interessant. Ein Toter ist ja mal ein seltsamer Kunde. Aber wieso glaubst du, dass er hier sein sollte? Wegen dem Ortungschip. Verstehe, du hast ja recht. Er ist hier. Allerdings wissen wir noch nicht, dass noch nicht allzu viele Leute, dass er ermordet wurde. Die Presse hat noch keinen Wind davon bekommen, so weit draußen in den Barrens, wie wir hier sind. Also, wer hat dir davon erzählt, dass er tot ist? Ja, übers Geld reden wir nicht. Der Zwerg runzelt die Stirn und lächelt vertreibt misstrauisch. Ein Totmannschalter, was? Faszinierend. Ich habe vorhin an ihm gearbeitet. Er ist hier drüben. Shawnee, nein. Geh weiter bitte gleich. Er ist das zweite Opfer des Emerald City Rippers, das ich persönlich zu Gesicht bekommen habe. Der dritte wurde downtown gefunden. Emerald City Ripper? Er seufzt. Nicht meine Wahl, so nennt ihn die Presse. Ich weiß nur, dass unser Ripper genau wie das Original weiß, wie man mit einem Skalpell umgeht. Aber dieser hier ist noch grausamer oder er oder sie entfernt stets ein inneres Organ des Opfers. Was für ein Organ hat er? Watts Leber wurde fachmännisch entfernt. Was ist mit den anderen Glücklichen? Das erste Opfer wurde ohne Herz gefunden und beim dritten wurde die Milz entfernt. Dresden, mach, dass du herkommst. McCluskey. Ich bin hier wegen des neuen Ripper-Opfers. Sam Watts. Achso, wir können jetzt irgendwas machen. Ja, wir durchsuchen jetzt alles. Wir nehmen auch das Geld mit. Dann gehen wir noch dahin.
Und dann gehen wir dahin. Über einen winzigen Gerichtsmediziner ragt ein Drum von einem Mordkommissar aus einem schlechten Krimiserie entsprungen sein könnte. Wenn da nicht die Stoßzähne, die spitzen Ohren und die vorherstehende Stirn wäre. Der Geruch seines billigen Rasierwassers schlägt dir schon aus Entfernung entgegen. Das ist also das neue Ripper-Opfer. Da klingelt doch was. Hat seine Mutter nicht vor kurzem Selbstmord begangen? Der Gerichtsmieter runzelte die Stirn. Darauf haben sie zumindest bestanden. Er lacht. Komm schon, die hat sich umgebracht. Die Information stammt aus einer sehr glaubwürdigen Quelle. Also gut, Dresden. Jetzt liefer mir mal was Brauchbares. Der Ripper-Fall ist mein Ticket zur nächsten Beförderung. Ich habe bereits all meine Freundinnen-Funde übermittelt. Der Killer betäubte das Opfer mit einer Mischung aus Medikamenten und Magie und entfernt dann ein einzelnes Organ, während das Opfer noch lebt. Der Täter ist höchstwahrscheinlich Rechtshänder, schmalhändig und weiß, wie man mit einem Skalpell umgeht. Zudem verfügt er über ein umfangreiches Wissen zur menschlichen und metamenschlichen Anatomie. Also, ich suche nach einem durchgeknallten Chirurgen. Nicht zwangsläufig. Nicht viele der Chirurgen, die ich kenne, verwenden noch Skalpelle. Heutzutage wird alles mit einer computergesteuerten Lasern erledigt. Der Täter könnte alles Mögliche sein, vom Militärdoktor bis hin zum Liebhaber antiker Medizin. Das hilft mir nicht weiter, Zwerg. Der Blick des Lone Star Kommissars fällt schließlich doch auf dich. Du machst dir im Geiste eine Notiz zu seiner schier übermenschlichen Beobachtungsgabe. Wer zum Teufel bist du? Ich bin der Niemand, der auch gar nichts gehört hat. Nein, schon. Nein, ich nicht. Ich bin neu hier. Was sind Sie, das Willkommenskomitee? Das geht dich gar nichts an, Klumpkopf. Sind Sie der ermittelnde Detective? Ich wurde von seinem Watts beauftragt, seinen Killer zu finden. Das geht dich gar nichts an, Klumpkopf. Nein, Johnny, ich hab dich auch lieb, aber nein. So ist fein. Er verzieht sein Gesicht zu einer hässlichen Grimasse. Du bist ja ein Witzbold, Troll. Vielleicht haben wir ja später ein bisschen Zeit, das zu klären. Er wendet sich wieder an den Zwerg. Dresden, ich finde gefälligst heraus. Finde gefälligst was. Ich stecke noch diese Woche jemanden in die Zelle oder einen Leichensack und sicher mir die Beförderung. Lauf! Dresden scheint belustigt zu sein. Gewinnst du immer so schnell, Freunde? Tja, er war irgendwie einfach nicht so mein Typ. Ja, das ist ganz gut. Sei ehrlich, was willst du wirklich von dem toten Kerl arbeiten? Sam war für mich da, als ich ihn gebraucht habe. Nun will ich dasselbe für ihn tun. Nein, kein Tropfen. Bei uns ist alles trocken. Aber grau. Grau in grau, aber kein Tropfen Wasser. Dafür hat es gestern bei uns kagelt. So, ein Job ist lukrativer. Ich werde mir zur Rechenschaft ziehen, zumindest eine Art von Rechenschaft, die sich die Straße zu bieten hat. So. Faszinierend. Der Detektiv McCluskey interessiert sich für nichts außer Detektiv McCluskey. Er würde seine eigene Mutter einbuchten, wenn ihm das Empfang nur ein extra in die Woche einbringen würde. Das und er lässt sich schmieren. Dresden hält kurz inne, während er nachdenkt. Du hast Ehre auf deine eigene Art. Ich versuche die Toten mit meiner Arbeit zu ehren, also haben wir das gemeinsam. Wie kann ich dir behilflich sein? Er wird beschmiert. Von wem? Jemand mit sehr viel Einfluss kümmert sich um McCluskys Karriere. Und um seine Brieftasche. Mein Gott. Was hat McCluskey über Sams Mutter erzählt? Laut dem offiziellen Bericht hat sie vor einem Jahr Selbstmord begangen. Bist du denn nicht der Offizielle? Bei uns in Hessen zieht der Sturm Klaus gerade. Ja, und da magst du zum Fußballtraining gehen. Oder hast du halt keins? Mein Name steht auf der Akte, aber eigentlich beeinflusst befundlich noch Raum für Zweifel. Ich kann nicht sagen, dass es Selbstmord war, aber auf ihren Oberarmen befanden sich merkwürdige Hämatome und sie betätigte den Abzug nicht mit ihrer dominanten Hand. Mir wurde nahegelegt, dieses Teil feilzuleiten.
Wie viel sind Organe heutzutage wert? Ein ganz gesunder Körper kann eine Menge nur Yen wert sein, aber einzelne Organe bei all diesen Cyberprothesen und heutzutage auf dem Markt sind, kommt da nicht mehr so viel bei rum. Organgrinders verarbeitet nur die kürzlich Verstorbenen. Es gibt allerdings auch eine Menge Ausschlachter, die nicht so wählerisch sind. Die interessieren sich auch nicht sonderlich. Nee, morgen ist Training. Ja, dann hofft, dass der Klaus morgen schon wieder Feierabend gemacht hat. Menge Ausschlachter, die nicht so wählerisch sind, die interessieren sich auch nicht sonderlich, wo die Leichen herkommen. Wer benutzt immer noch Skalpelle? Ärzte lernen immer noch mit ihrem ersten Jahr mit Medizinstudium mit Skalpelle und Gerichtsmediziner übrigens auch, aber keiner von ihnen benutzt sie noch sehr häufig. Es ist gut möglich, dass einige die schäbigeren Ausschlachter und noch Skalpelle verwenden, doch ich wüsste nicht, wo ich einen solchen Laden finden könnte. Kennst du die Union? Es ist eine Bar in den Barrens, die alle möglichen zwielichtigen Leute anlockt. Er wurde vermutlich mögen. Ich hingegen bin da nicht so wirklich Fan von Partys, dafür haben wir immer noch viel zu tun. Außerdem sind die Toten um ein Vielfaches sozialer verträglich. Es gibt nur noch eins, was ich möchten müsste. Wo wurde Sam getötet? Der Klaus muss wieder zur Sabine nach Hause. Nein, wenn der Klaus zur Sabine nach Hause kommt, kommt er zu mir, weil meine Frau Sabine heißt, aber das wollen wir nicht. Der darf zur Gabi. Wo wurde Sam getötet? Ich glaube, ich kann dir was Besseres bieten. Wirf nochmal einen Blick auf dieses Kühlzentrum dort hinten. Ich schau, ob du irgendwas Nützliches entdeckst. Okay, dann tue ich das mal. So, dahin gehen. Die Ladekühlzelle ist mit John Doe beschriftet. Das Thermostat zeigt Innentemperatur von 21 Grad Celsius an. Uah. Also wenn eine Leiche drin liegt, stinkt sie. Öffne die Lade. Die Lade der Kühlzelle öffnet sich und es gibt einen Blick frei auf einen bekleideten Körper eines Mannes, dessen Arme auf der Brust verschränkt sind. Auffallend sind die leuchtenden orangefarbenen Haare und die Tatsache, dass der Körper in einem erstaunlich guten Zustand ist. Hey, ganz locker. Ah, okay, der lebt noch. Elegant schwingt er sich aus der Kühllade und steht vor dir. Für jemanden, der gerade in einem Leichenschauhaus aufgewacht ist, scheint er ziemlich unversehrt zu sein. Du bemerkst eine Datenbuchse an seiner rechten Schläfe und ein paar schamanische Tattoos an seinem Hals. Eine interessante Kombination. Okay, oder ich muss jetzt ein bisschen was im Haushalt machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Stream. Kenne ich, habe ich wie gesagt vorhin schon gemacht. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und grüß mir deine Familie unbekannterweise. Ich habe schon gesagt, dass er mich um 6 Uhr morgens aufwecken soll. Ist es schon 6? Fühlt sich nicht an wie 6. Sehe ich aus wie der verdammte Wegdienst. Hast du in der Kühlzelle geschlafen? Eine Kühlzelle für Leichen? Sorry, hab nicht erwartet, dass du so lebendig bist. Sehe ich etwas aus wie der verdammte Wegdienst? So. Ja, Dresden findet es witzig. Scherz schon mit mehreren Personen erlaubt. Er kichert, ja, so viel zur ordentlichen Mütze. Schlaf, immerhin hattest du bisher noch nicht getötet. Das ist gut. Also wenn du dich nicht auf mich abgesehen hast, was willst du dann von mir? Ich stelle Nachforschungen über den Ding an. Sam, das freut mich, dass jemand Interesse an ihm, ganz netter Kerl hatte. Ist ja ständig irgendwelche Schwierigkeiten. Jake ruft zur anderen Seite des Saals hinüber. John, ist diese Person vertrauenswürdig? Ja, er ist in Ordnung, arbeitet für Sam, ob du es glaubst oder nicht, so eine Art Totmannschalter. Ich dachte, du könntest ihm vielleicht helfen und vielleicht könntest ihn sogar aufhören, den ganzen Tag im Laden herumzuhängen. Wie nett von dir, mich als freiwillig auszuwählen. Er hält inne, womöglich versucht er dich einzuschätzen. Aber es ist schwer zu sagen, was unter der dunklen Sonnenbrille vor sich geht. Also gut, ich bin Jake und du bist? Nenn mich der Feideuter. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Tja, es klingt, als würdest du völlig im Dunkeln tappen. John hat recht, ich könnte dir helfen. Habe Sam in der Nacht, als er starb, gesehen. Armer Kerl, er war in der Sam Street Union total zu und streitlustig. Ich habe mich nach einem üblen Run ein paar Tage lang zurückgezogen. Mrs. Gott, Kubota bat mich, ihn hinauszuwerfen. Also tat ich es. Aber draußen in der Gasse haben mich ein paar Gänger erwischt.
Er zog zusammen. Verdammt, ich glaube, ich brauche einen Säukauf. John, könntest du mir eine Tasse organisieren? Besorg dir deinen eigenen Kaffee, meine Hände sind eh dreckig. Ich frage mich, was es mit diesem Darm auf sich hat. Du hörst ein lautes, schmatzendes Geräusch, als Dresden seine Arbeit vorsetzt. Uacht. Pfui Teufel. Danke, John, du bist ein wahrer Freund. Jedenfalls ist es ein fettes Kon-Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Wenn ich schon sage, mein letzter Job lief nicht so gut, draußen in der Gasse wurden wir dann von ein paar Halloweenern überfallen. Die verdammten Gänger dachten, sie könnten mit mir schnelles Geld verdienen. Jake grinst und du hast das Gefühl, dass die Sache für die Gänger nicht allzu gut ausgegangen ist. Sam ist irgendwann während des Kampfes weggetorkelt und das war das letzte, was ich von ihm gesehen habe. Zumindest bis seine Leiche hier aufgetaucht ist. Erinnert mich an meinen letzten Aufenthalt hier. Machst du sowas öfters? Na toll. Also weißt du überhaupt nichts über seinen Tod? Weißt du noch etwas? Ich weiß, dass seine Leiche bloß einen Block von der Union entfernt gefunden wurde im helllichten Tageslicht, aber es geht in den Barrens ebenso zu. Jack blickte über den Bogen. Es ist eine verdammte Schande. Ich wünschte, ich wäre da gewesen, wenn nur diese verfluchten Gänge nicht gewesen wären. Ich sag dir was, du siehst aus, als könntest du dich in einem Kampf behaupten. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um mir die Halloweener vom Hals zu schaffen. Der Anführer lässt die gesamte Gang die Barons nach mir durchkämmen. Ich muss dieses Arschloch irgendwie loswerden. Im Gegenzug bringe ich dich an die Stelle, an der Sam ermordet wurde. Es ist schließlich nicht sicher, des Nachts allein unterwegs zu sein. Jake mustert dich ausführlich. Und als Bonus schenke ich dir noch etwas brauchbare Ausrüstung. Also, was sagst du? Es ist schon nett, wie man den Rücken frei hält, vorausgesetzt, man kann ihm vertrauen. Ich arbeite nicht umsonst. Wenn ich kämpfen soll, werde ich auch bezahlt mit Nuyen und nicht mit der Tour durch die Barons. Für ein wenig Gerechtigkeit auf der Straße bin ich immer zu haben, also gut, Jake, ich bin dabei. Klasse. Ich sitze hier jetzt seit meinem Zusammenstoß mit den Halloweenern fest. Ein mieser kleiner Haufen. Aber dieser Teil der Barons Revier, scheiße, ich bin überrascht, dass du es überhaupt bisher geschafft hast, ohne eine Knarre dabei zu haben. Sehr witzig, Jake. Du kannst es mir morgen im Müllcontainer schlafen. Brauchst du eine Waffe? Gib mir eine Pistole, gib mir ein Schrotgewehr, gib mir eine Maschinenpistole. Ich agiere lieber aus der Entfernung. Hast du ein Gewehr? Ich brauche keine Schusswaffen, ich schlag mich lieber im Nahkampf. Ich nehme die Maschinenpistole. Du bist ein Freund des Dauerfeuers, was? Also gut, nimm die hier. Sie ist ein bisschen zerbeult, aber sie funktioniert. Also gut, bist du bereit für ein wenig abenteuerliche Unterhaltung? Ich bin bereit. Haben es nicht auf dich abgesehen? Noch nicht. Gut, dann gehen wir nach draußen. Willst du dich in die Barrens aufmachen? Bestätigen. So, was ich nämlich noch weiß. Puh, das ist echt anstrengend. Vielen Dank für 4 Zuschauer und 2 Likes. Wer als Runner in Seattle unterwegs ist, landet früher oder später in den Redmond Barrens. Ich bin bei dir so leise. Ja, ich bin nur bei dir so leise. Mach mal lauter. Ich sehe es ja bei mir, dass der Ausschlag echt gut ist. Also kann es eigentlich gar nicht sein. Übrigens, grüß die Axel. Ich hoffe, ich habe dich vorher nicht verpasst. Wer als Runner in Seattle unterwegs ist, landet früher oder später in den Redmond Barrens. Ganz gleich, was du vorhast. Die Barrens mögen dich nicht. Nimm einen Teil radioaktives Ödland, 3 Teile Slum und eine kleine Prise Touristenfalle. Ja, wunderbar. Schön, dass du und eine kleine Prise Touristenfalle und schon hast du ein Rezept für etwas ganz Übles. Du lässt die desinfizierten Toten und das Formaldehyd von Organgrinders hinter dir und begibst dich in die Anarchie und Verzweiflung der Straße. Jake hält einen Moment inne, um tief einzuatmen. Er füllt seine Lungen mit Abgasen, radioaktivem Staub, Schießpulver und einem halben Dutzend anderer Substanzen.
Schießpulver und anderen Substanzen. Mit einem zufriedenen Lächeln atmet er aus. Der Gestank und der Schmutz lassen ihn wissen, dass er zu Hause ist. Ich brauche nochmal deine Klamottengröße. Pullover, je nachdem wie er ausfällt, L bis XL. Aber ich glaube, XL ist pauschal nicht verkehrt, weil mein Ranzen wird nicht weniger. Du weißt, von was ich spreche. Fortfahren. So. Genau. Was ist das? Das ist irgendein Typ. Da ist ein... Da ging nichts am Anfang. Dann gehen wir darüber. Oh, da ist eine Tante. Suchst du nach einem Date? Trolle mag ich am liebsten. Okay, das ist schön für dich. Dann gehen wir dahin, weil das weiß ich noch. Das ist echt anstrengend. Das werden wir immer nur eine Stunde streamen. Und die sind wir jetzt dann bald, haben wir bald erreicht. In der zugemüllten Gasse verbirgt sich ein Hightech-Safe mit einem Magnetkartenleser. An der Vorderseite. Öffne den Safe mit Shakes Mac-Karte. Nimm Ausrüstung. Ich nehme Ausrüstung. Lass das Zeug rüberwachsen, ihr Penner. Du willst jetzt nicht einen Troll schlagen. Ein Shot. Erstmal gekorbt. Gekorbt? Gekorbt? Gekorbt hört sich an wie Gspim. Tja, willkommen in den Barrens. Ich glaube, ich brauche ein neues Versteck für mein Zeug. Gute Verstecke sind schwer zu halten. In allen Städten immer der gleiche Dreck. Ich sollte hier also nicht in Immobilien investieren. Da machen wir einen blöden Witz. Nur stundenweise. Hey, du hast ja gesehen, wo ich die Nacht verbringe. Jetzt, wenn wir ein bisschen Zeug haben, können wir uns mit den Halloweenern anlegen. Das ist jetzt das Ziel. Wir gehen jetzt mal uns mit Halloweenern anlegen. Wer bist du? Besorgter Mann. Hier. Entschuldigung, ich kenne hier, aber das ist aus wie ein Kampf. Und was für ein Problem? Sitzen gelassen und die alte da hinten. Ja, die alte da hinten, die ist absolut. Da kann man auch. Ja, für Teufel. Ein paar Rowdies mischen ständig den Markt auf. Hier letztlich schlimmer geworden. Ich glaube, wird noch lange dafür bezahlen können, damit sie uns in Ruhe lassen. Aber keiner traut sich, gegen sie zur Wehr zu setzen. Und Lone Star hält sich raus. Wo finde ich diesen Markt? Einfach nur die Straße runter, Sir. Bitte, der Markt ist unsere Haupteinkommensgrundlage. Die Straße runter oder die Straße runter? Naja, okay, gehen wir mal die Straße runter. Da ist nämlich irgendwas hier. Oberschläger. Hey, Alter, zahl endlich. Der Schläger versucht, die Verkäuferin mit seiner schieren Masse und einem widerlichen Mundgeruch einzuschüchtern. Die alte Frau hält ihn immer noch stand, doch die Geduld des Schlägers scheint sich dem Ende entgegenzuneigen und er steht wohl kurz davor, alles kurz und klein zu schlagen. Das finde ich gut. Hey, immer mit der Ruhe, Chummer. Ich bin mir sicher, wir können uns einigen. Er greift langsam in der Tasche und hält dir ein Bündel Nuyen entgegen. Seine Hand zittert sichtbar. Nimm die Nuyen, schlag ihm die Nuyen aus der Hand, als würde ich deine Almosen brauchen. Gib sie der Frau. Er blickt zu der Frau wieder zu dir. Dann wirft er die Nuyen auf den Boden und macht sich kleinlaut davon. Ein Troll zu sein, hat seine Vorteile. Oh Mann, ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie dich hier in der Gegend. Ich habe noch nie gesehen, dass sich einer mit diesen Kerlen so entgegengestellt hat, ohne sie zu breit zu gefallen. Komm besser niemandem in die Quere. Ich versuche nur zu helfen. Ich versuche nur zu helfen. So.
Wo sind die jetzt hingelaufen? Ich würde die gerne noch zu Brei schlagen. Da ist niemand. Liegt da einer? Nee, das ist Müll. So, da war doch gerade noch eine Tante gestanden. Hier ist eine Tante, genau, mit der reden wir jetzt. Die Kleidung der Frau mag dreckig sein, aber sie wirkt alles andere als vom Schicksal geschlagen. Hey, es geht mich zwar nichts an, aber ich würde da nicht lang gehen. Warum? Was ist los? Ach, ein paar Halloweener. Ja, die wollen wir ja umhauen. So. Danke für die Warnung. Kein Ding. Dann gehen wir halt mal da lang. Richtung Halloweener. Ah, okay. Hey, ihr Arschlöcher. Wenn euch noch einen Schritt nach vorne setzt, wird es euer letzter sein. Das hier ist jetzt Halloweener Revier. Da ist einer der beiden, die entkommen sind. Hätte ich nur nicht daneben geschossen, hätten diese Idioten längst aufgegeben und wären weitergezogen. Moment mal, du bist mit Jake unterwegs? Das war eine echt blöde Idee, Chama. Die Halloweener holen sich dieses Kopfgeld. Dich zu töten ist nur ein netter, kleiner Bonus. Okay, tu das. Du bist ja ein total toller Schütze. Das ist ja der Hammer. Da kommt noch einer mit einem Baseballschläger. Was ist das? Ein Magier, eine Wache und eine Wache. Immer erst auf die Magier. Oh mein Gott, schieß ich schlecht. Oh, was ist das? Ach, der kann auch Magie. Ein Feuerstrahl von einem Charakter kontrolliert wird, ein Ziel attackiert. Was? Verfehlt? Schieß. Na toll. Ha. Auch gut. Geschützpanzer. Ah ja, okay. Hey! Seit wann hast du eine Waffe in der Hand? Du hast keinen Baseballschläger gehabt. Naja, wir haben noch ein bisschen. Ja, jetzt aber. Triffst du jetzt? Ja. Ja. Du bist ganz schön weit gelaufen, um zu sterben. Erhöht die Trefferchance. Halt den gesamten erlittenen Schaden des letzten Angriffs. Der ist echt scheiße, der Typ. Na toll. Ich muss erst nachladen. Du hast gerade... Mein Gott. Da bist du ja, Jake. Tot. Kann ich den nicht einfach auf die Glocken hauen? Ja, ich kann ihm einfach auf die Glocken hauen. Und du darfst auf ihn schießen. John Paul. Mein Gott, ist der Typ eine Hackfresse. Hey, hey, Alter, ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich sag den anderen Halloweenern, dich in Ruhe zu lassen, Jake. Abgemacht? Was meinst du? Abschaum wie... was meinst du, Jake?
abschauen wie du, verdiene keine zweite Chance. Dann steck die Waffe weg und geh. Ja, das darf der Jake entscheiden. Er grinst. Naja, Schusswechsel gehören bei den Jungs und mir zur Tagesordnung. Mit John Pauls Tod kann mir ein weniger am Zigarettenautomaten in den Rücken schießen. Und hey, mit dir werden sie ganz genauso umspringen, sobald dafür ein paar Nummern rausspringen. Du hast recht, lass uns das zu Ende bringen. Ich will ja, dass das seinen Freunden erzählt, was hier passiert ist. Okay, bringen wir ihn um. Auf die 12. Ich möchte, dass Jake nochmal schießt davor. Oh, okay. Ich hätte gern das Schwert gehabt. Hallo, Loot. Loot! Verdammt. So, jetzt ist die Stunde voll, meine Freunde. Und es ist wahrscheinlich auch schon wieder relativ spät. Genau, es ist nämlich auch schon wieder relativ spät. Folgendes wird jetzt passieren. Wir speichern hier jetzt ab. Das müsste irgendwie so gehen. Nee. Irgendwie so. Missionsobjekte. Gott. Ah, wir können Karma verteilen. Wir haben 4 Karma-Punkte. Natürlich tun wir Karma verteilen. Und zwar auf MP, der haben wir noch was drauf. Und auf Ausweichen, der haben wir noch was drauf. Ausweichen ist auch gut. So, bestätigen. Genau. Hier ist Speichern. Nein, Spiel speichern. Da. So, genau. Neuen Spielstand erstellen. Oder. Na, komm, hier. Achso. So. Okay. Das ist ja alles schön und gut. Egal. So, folgendes wird jetzt passieren. Wir speichern hier jetzt ab, weil sonst bin ich nämlich in 5 Minuten so heiser, dass ich keinen Ton mehr rauskriege, was nicht besonders sinnvoll ist. Wir werden das noch weitermachen und das nächste Mal suchen wir den Tatort. Und dann schauen wir, wie es mit der Geschichte weitergeht. Ich weiß noch nicht, ob ich heute noch mal herkomme. Wenn ja, werde ich was anderes streamen. Wow, sonst ist mein Stimme weg. Ich ratsch also schon nur. Mich hat's gefreut. Ich glaube, ich muss mich da noch ein bisschen einfühlen in das Spiel, dass das besser wird. Ich habe gerade mal meinen ersten Merch gedroppt auf Stream Elements. Schaue ich mir gleich an. Axel, das schaue ich mir gleich an. Genau. So. Dazu. Es war mir eine Freude. Es tut mir leid, dass es so kurz ist, aber länger heute das Vorlesen nicht aus. Und vielleicht bis nachher, das wird dann ganz kurzfristig irgendwas sein, muss ich schauen. Und deswegen jetzt erst einmal eigentlich nur alle einen schönen Abend. Ich mache jetzt was zu essen und dann sehen wir uns vielleicht später, spätestens aber morgen. Bleibt gesund und genießt euer Leben. Pfiat euch dabei.
immer schön lächeln. So machen wir das. Gell?